So, geht da was? Ja, grüß Gott beieinander. Mr. Herbert, Mr. Price, Mrs. Marshall, Mr. Shadow, wer bleibt noch? Der Gresch ist schon wieder einer, ich verstehe die Frage nicht. Tuut, lasset die Spiele beginnen. Die Gamöp 98 Flauschlaf, Gamöp 98 Love, Gamöp 98 Love. Wie fandest du die Pokémon-Präsentation und sind alle Finger noch dran? 5 an da und 5 an da. Mrs. Fichterli, vielen lieben Dank für deine 8 Monate Treue. Viel Spaß mit den Modes weiterhin und willkommen natürlich weiterhin in der Party Game. Wie habe ich Pokémon-Präsenz gefunden? Solide da die Song. Ja? Also ich habe jetzt ohnehin nicht allzu viele erwartet. Das meiste davon stimmt mir positiv tatsächlich. Es gibt nur eine Sache, die mich negativ stimmt. Und das ist die Tatsache, dass du scheinbar von Beginn an ein legendäres Pokémon besitzt, das du zum Motorrad umfunktionieren kannst. Ja? Das ist so ziemlich das Einzige, was mir so ein bisschen auf den Magen schlägt, weil ich das ehrlich gesagt nicht so wirklich gut finde. Vor allem, weil ich mich dann frage, um was handelt sich dann die Story in dem Spiel, wenn du quasi nach dem Starter-Pokémon quasi schon ein legendäres nachgeworfen kriegst. Weiß ich nicht. Aber ansonsten schaut der Trailer relativ solide aus. Ja? Also wie gesagt, ist jetzt nichts Herausragendes nicht gewesen, aber halt auch nichts Schlechtes. Ja? Was mit der, wie ich die neue Form finden soll, das weiß ich noch nicht. Das wird sich wahrscheinlich dann erst ausstellen, wenn wir tatsächlich das Spiel in eigenen Händen halten. Aus kompetitiver Sicht, da ich sagen gut. Aber wie sich das aufs Casual auswirkt, ich habe keine Ahnung. Aber sagen wir, bleiben wir mal dabei, es ist eine solide Präsentation, okay? Lassen wir es einfach mal dabei. So. Jetzt weiß ich nicht, habe ich fertig gekriegt? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Fühlt euch auf alle Fälle alle herzlich willkommen. Wie geht's euch? Ist alles fit bei euch? Ich hoffe doch. Es ist ein bisschen warm. Es ist ein bisschen warm. Ist bei euch auch warm. Ich gehe mal davon aus, dass bei euch auch warm ist. Aber das hilft nicht. Ich wollte ja eigentlich am Montag streamen. Wir wollten eigentlich Montag mit God of War anfangen, jetzt nachdem wir Resi 8 durchgespielt haben. Aber leider hat sich Mr. Marder oder Mrs. Marder gedacht, hey, na, fick dich, du streamst halt nicht, du riechst gefälligst dein Auto her. Ja? Aber sonst ist die Woche bisher, ja gut, ich hab Urlaub, also ich meine, kann es mir eigentlich nur gut gehen. Bisschen warm, ja. Minimal. Aber morgen soll es ja noch schlimmer werden, gut, dass ich morgen nicht stream. Morgen werde ich mich dezent im Freibad wiederfinden. Mehr warm ist mehr gut. Mr. Price, im Sommer ist es definitiv eine Devise. Ja? Mehr warm ist mehr... Ich sitze nicht ohne Grund im Achselshirt da, ja? Mal gut, mein Bizeps war schon mal größer, das wird sich im September dann wieder ändern, aber... anderes Thema. Ja. Gibt's eigentlich sonst irgendetwas Nice, wovon ich euch berichten soll? Ich glaube jetzt gerade... Doch, gibt's sogar. Ja, ich habe ja letztes Mal 2 neue Kanalpunkte-Belohnungen vorgestellt. Für die es noch nicht wissen, schaut mal in den Kanalpunkte-Belohnungen nach. Und ja, da ist jetzt noch eine weitere dazugekommen. Und jetzt ist Gaming-Wissen. Ja? Ist einfach nur eine Spinnerei und es soll ein wenig Gaudi sein. Ja? Könnt ihr auch einlösen, das ist nicht allzu teuer. 1500 Monate habe ich es jetzt gemacht. Ist, denke ich, okay. Dass das auch mal ein bisschen Variation hat, okay? Aber sonst wisst ihr jetzt eigentlich nichts Neues, was ich eigentlich berichten kann. Ich sehe nie gerade, aber ich glaube nicht, nein. Und wenn, dann fällt es mir bestimmt im Laufe des Streams ein. Ja? Also streamen der wir ungefähr bis um 7, wie immer unter der Woche, es kennst die ganze Prozedur. Das Gute ist, ich gehe halt noch grillen zu meinen Leuten, mit Frau Bazi. Frau Bazi und ich gehen halt noch grillen. Das ist eine ganz zauberhafte Geschichte. Ja? Jetzt verdienen wir mein Essen und dann werkelt man ja meine.
Gut. Sonst, wir haben ja letztes Mal einen Norman besiegt, den 5. Arena-Orden. Wir haben leider einen Verlust hinnehmen müssen. Dragonier ist uns leider hops gegangen. Was heißt hops gegangen? Ich hab's abschmeißen müssen. Es ist leider nicht anders gegangen in der Situation. Wir werden heute, glaube ich, einen relativ ruhigen Stream haben. Wir werden heute den neuen Teil der Map ein wenig erkunden. Wir werden heute den einen oder anderen wir werden heute an den einen oder anderen neuen Encounter treffen, unter anderem im Wasser. Ich glaube, dass es heute relativ gemütlich wird, okay? Aber schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Ja, ich kann ganz schnell umschwenken. Was ist jetzt schon wieder kaputt? Bei mir updatet sich gerade irgendwas und ich weiß nicht was. Hallo, ich habe keinen Ton mehr. Warum habe ich keinen Ton mehr? Ich verstehe die Frage nicht. Was ist denn jetzt mit dem Ton kaputt? Ton wo? Warum? Wo ist... Da ist der Ton. Sehr gut. Ja, okay. Habe ich haufenweise Punkte verloren. Es tut mir leid, Marshall. Es tut mir vom Herzen leid. Ihr wisst es ganz genau, wenn Bosskämpfe haben, ich tue mein Möglichstes, da irgendwie Deathless rauszugehen. Aber das hat in diesem Moment einfach nicht geholfen. Der Mr. Price, glaube ich, by the way, hat da das erste Mal überhaupt Kanalpunkte gewonnen, Songs. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist, aber... Wer habe ich die? Grüß dich. Genau, so. Jetzt ist kurz vor 5 Uhr. Ich glaube, mir vertrödelt man nicht recht viel. Sagen wir, täuscht mir das so oder gliere ich heute so stark? Ist da meine Webcam? Warum steht die Frage nicht? Warum ist meine Webcam so krass eingestellt? Was ist denn da schon wieder kaputt? Ja, das ist jetzt auch nicht unbedingt besser. Ja, dann bin ich lieber erleuchtet. Das so glaube ich, es ist. Müsst ihr einen kalten Sonnenbrenner aufsetzen, wenn es gar nicht hilft. Alles Gute sei dir verziehen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Instant deabonnieren und defollowed. So, Leute, fangen wir an. Dann haben wir ein wenig mehr Zeit. By the way, ich habe jetzt auch das Herz gerade im Hintergrund. Jetzt nicht mehr, weil jetzt ist das Little Go. Aber ich habe es jetzt endlich mal nach über ein Jahr zusammengebracht, DBZ Kakarot durchzuspielen. Ja? Sauerhaft spielen. Wer es nicht gespielt hat, müsst ihr es unbedingt geben. Ist richtig gut gemacht. So. Gut, da haben wir das jetzt bei Stäblen in Malvern Pro City. Ja, ich sehe nichts. Lärchst du wenn ein bisschen rum, bist heute noch in der Arbeit. Miss Marshall, deine Arbeit geht aber mal sowas von vor, ja? Das ist aber sowieso klar. So. Wenn ich es jetzt verarschen, oder was? Jetzt halt. So. Da haben wir Stäblen. Ich hab so bei Kabeln da. Habt ihr aber Applaus? Ich sehe keiner im Büro mehr. Ja, die sturmfreie Bude in der Arbeit ist die beste sturmfreie Bude, die man haben kann. So. Ich habe jetzt Dragonier aka Kaido abgelegt, weil es ist ja uns leider gestorben. Und hab dafür mal Moby Dick mitgenommen. Das wird jetzt auch unter anderem unser Surf-Pokémon, was wir uns jetzt gleich noch dementsprechend richten werden. Wir haben letztes Mal ja Surfer erhalten. Mit dem Erwerb des 5. Ordens können wir endlich übers Wasser schippern. Selbstständig. Ja, das ist eine zauberhafte Geschichte. Was für dicke Steine! Handtuch untergelegt, verdammt falsches Spiel. Mr. Opze, danke für deine 100 Bits, habe ich dir. Handtuch untergelegt, verdammt falsch bei. Ja. Ein Handtüchel bzw. eine Zeitung brauchst du wahrscheinlich am Sonntag wieder, ja? Also ich wahrscheinlich einmal am mehreren, weil da haben wir nämlich noch mehr ein Horrorspiel, das Wunschgame von Mr. Saiching. Da ist auch die liebe Yassi mit dabei. Da kannst du dann wieder ein Handtüchel herrichten. So. Den Burschen da, den ziehen wir uns jetzt noch mal ein wenig neu, damit ja auch nichts passiert. Das wird lustig. Ja, ich glaub's auch fast. Nicht. So, der war mal jetzt auf 43 gehen. Level Cap bis zum nächsten Orden ist jetzt abgesehen davon Level 50. Also da haben wir ein bisschen Luft. Bei
weil ich es kann. D Swiggity Swooty. I'm coming for that booty. D. Da war was. Da war gestern was. Bitte, danke für deinen 61-Bit. Aber das Emote habe ich nicht geändert. Das bleibt dir vorenthalten. So, jetzt schauen wir mal. Ja, lass uns mal gesehen aufwarten, das wird schon passen. So. Schritt Nummer 1. Wir hören uns jetzt erst einmal die Profi-Angel. Die kriegen wir nämlich da herum. Irgendwo. Weil dann kriegen wir ein bisschen einen Encounter tatsächlich. Das eine oder andere werden wir uns sogar angeln müssen. Kriegen wir noch schon. Saphira, habe die Ehre, ich grüße dich. Alles fit bei dir. So, endlich übers Wasser schippern. Ob ich eigentlich einen Topschutz drin ist immer die wichtigste Frage. Wahrscheinlich eher nicht. Denken wir schon. So, von diesen dunklen Typen hier kriegen wir eine Profi-Angel. Das ist die zweite Stufe. Es gibt 3 Angeln im Spiel. Es gibt eine normale Angel, es gibt eine Profi-Angel, es gibt eine Super-Angel. Super-Angel kriegen wir aber erst ziemlich spät. Profi-Angel tut's aber dabei auch, so geht's dabei. Ja toll, jetzt habe ich 2 Angeln. Und welche ist jetzt die Profi-Angel? Die Drohwoche wahrscheinlich, oder? Ist eigentlich wurscht, können wir eigentlich aufheben. Nächstes. Du, ich mag's, der Chef ist gekommen. Herbert, merci dir für einen kurzen Zwischenstopp. Viel Spaß in der Arbeit, lass dich nicht ärgern. Mozart, habe ich Ehre. So. Jetzt müsste man vielleicht unten mal die Karten her, oder? Damit ich da mal ein wenig einen Überblick habe. So. Auf der Route kriegen wir ja keinen Encounter. Kriegen wir da einen Encounter? Ich weiß gar nicht mehr. Müsstet ihr mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob wir auf Route 118 einen Encounter geholt haben. Weiß ich gar nicht mehr. Müssen wir uns dann im Pokémon Center anschauen. Die meine eigentlich gleich da, wenn wir schon dabei sind. Ich dachte immer, dass die Profi-Angel besser ist als die Super-Angel. Mrs. Fichteli, da bist du nicht alleine. Das haben wir am Anfang fein gewusst. Auch meine Wenigkeit hat das immer gedacht. Aber irgendwann bin ich eines Besseren belehrt worden. Da hat es dann geheißen, hey, Super-Angel ist besser wie Profi. So, wo sag ich jetzt über was für Routen das Ding hat? Steht jetzt das da nicht. So, fix nochmal. So, jetzt schauen wir mal, ob man mir da so Steilpass, feuriger Pfad, Stimmt, so ein Ei hätten wir auch noch. Das sollten wir uns vielleicht auch mal anschauen, was da rauskommt. Gut, da war jetzt keins dabei mit Route 118. Das ist eins von seinen toten Pokémon von Route 118. Wahrscheinlich eher nicht. 116, 103 und Meteorfälle. Gut, wir haben auf Route 118 tatsächlich sogar noch einen Encounter. Tatsächlich. Ja gut, gehen wir Encounter sammeln. Gehen wir Encounter sammeln. Warte mal, kann man da jetzt eigentlich, jetzt passt so, macht normalerweise, müsste da nachdem wir Surfer haben, der Walter aus seiner Arena geflogen kommen und sagen, hey, du im Kraftwerk, da hat's etwas. Falls ja, kann man nämlich da Donnerblitz abstauben und Donnerblitz war zauberhaft. Leider nicht, okay, ja gut. Ins Kraftwerk werden wir jetzt nämlich schnell kurz schauen, weil da gibt es auch einen Encounter. Und ich vermute mal, dass da in dem Heck Elektro-Pokémon gibt. Muss man eben duschen. Mr. Mod sagt, schau, dass du sauber wirst und rutscht mir nicht aus, gell? Du weißt das eh, wie es ist. So. Ja, was denn? Zauberhaft schaust du aus. Bin jetzt so in der falschen Ding reingegangen? Tatsächlich. Ja, okay. Fehler in der Matrix. Was sind die besten Neugier?
Außer man kann da jemanden lang gehen. Wir müssen schauen. Ah, da ist. Ich wollte gerade sagen, das ist ja da herum. So. Neumalvenfroh. Da gibt es einen Encounter. Oh, jetzt muss ich mal schnell schauen. Ist aber, glaube ich, auch wurscht, was es da gibt. Ah, da haben wir es schon. Okay. Wir kann jetzt da kriegen ein Pikachu, ein Magneton, Slimeock, Elektroball, ein Smogmog, ein Electek, ein Porygon, ein Rotom, Garbodor, weiß ich nicht, Klang und Electric kenne ich jetzt auch nicht. Klang und Electric kenne ich nicht. Ja gut, müssen wir uns anschauen. Irgendwas werden wir schon kriegen. Warte mal, was haben wir eigentlich vorn? Ah. Ich sehe nicht ein wenig zweifelhaft. Der war mir mal da. Oh, ich überhaupt noch Bälle, abgesehen davon. Bälle waren nochmal das Wichtigste. Do I have balls? Fragezeichen. 13 Hyperbälle, ja, das wäre dem Tennis gelungen. Wenn nicht, soll mir der Blitz. Ist wurscht. Was auch immer das für ein Viech war. Netzhauterkennung eingeleitet. Netzhauterkennung fehlgeschlagen. Zutritt nur für Angestellte von Neumalvenfroh. Scheiß auf meine Netzhaut. Ich brauche ein Pokémon. So, Encounter Time. Und wir kriegen wir auch. Das ist ein Tube, das kann ich skippen. Das Ding ist ein Dupe, besitzen wir bereits. Das ist jetzt die sogenannte Dupes Clause, die da greift. Doppelte Pokémon darf ich überspringen. Gott sei Dank. So, neuer Versuch. Ah. Bin ich mir jetzt nicht sicher, was ich von dem Ding halten soll. Winti, aber der, grüß die Boxer, aber der. Ja, ist, Porygon 2 an und für sich war ziemlich cool. Das Ding ist nur, wir haben ja schon ungefähr alle Tank-Pokémon, die es irgendwie gibt auf der Welt. Schaust mega begeistert aus. Ja, ich bin mir gerade nicht so sicher, was ich davon halten soll. Das ist so gerade die Frage. Weißt du? Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ist das Omega Rubin? Ein Hack dazu. Rising Ruby. Also Basis ist Omega Rubin, aber wir spielen mal ein bisschen eine härtere Version von dem Ding. Wir müssen damit anschauen, in dem, da können wir noch in die Stadt, ob wir da das Entwicklungs-Item für das Pokémon schon kaufen können. Normalerweise ja. Müssen wir mal schauen. Gut, dass das Ding sowieso nicht an uns vorbeigeht. Jetzt müsste man es halt noch irgendwie fangen. Es könnte eigentlich schon mal einen Spitznamen übernehmen für den Fall, dass wir das gefangen bringen. Obwohl er eigentlich tatsächlich sogar einen hätte. Na gut. Gut. Da das irgendwie so gewisserweise wie so Anden ausschaut. Donald. Na gut. Hinti, bei dir ist gut. Ja, okay. Elektro-Pokémon warten wir tatsächlich jetzt um einiges lieber gewinnen, aber gut, das hilft ja nicht. Wir müssen ja das nehmen, was wir kriegen. Du hast du Mega Rubin durchgespielt? Ja. Bei mir war es damals Alpha Saphir.
Cresselia, ja genau, stimmt. Und jetzt spielen wir, wie gesagt, Rising Ruby. Das ist quasi eine Hack-Version von dem Spiel, das wo deutlich schwerer ist, wo die Levelkurven anders ist, wo Pokémon ganz anders eingesetzt werden und so weiter und so fort. Also overall ganz anders wie das Originalspiel. Macht aber bisher massiven Spaß. Gut. Sammeln wir erst einmal unsere Encounter zusammen, die wir auf der Seite noch haben. Frage, entwickelt sich das Viech zu irgendwas? Ja, das kann sich mittlerweile sogar zweimal entwickeln. Einmal zu Porygon 2, sehr einfallsreich, und dann zu Porygon Z. Also mittlerweile hat das Ding 2 Weiterentwicklungen. So, da hat es nämlich einen Bazar gegeben, beziehungsweise ich glaube sogar kann man es im... Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was im Supermarkt oder auf dem Bazar. Irgendwo hat man was kaufen können zum Weiterentwickeln. Da auf jeden Fall schon mal nicht. Dann war das definitiv auf dem Bazar. Ah, nice. Donnerwelle, glaube ich, kaufe ich sogar einmal. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal. Aber wo ist jetzt das gewesen? Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Da haben wir das Upgrade auf jeden Fall schon mal. So, was gibt's bei dir? Nix, okay. Zudem sollten wir schauen, wenn wir den Geheimbasen-Zipfel gefunden haben. Achso, da kann man Dekos kaufen, oder was? Ja, okay, scheiß auf Deko, brauchen wir nicht. Was ist bei dir? Nein, er braucht keine Puppen. Ja gut, wir können es zumindest einmal zu Porygon 2 weiterentwickeln. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was man braucht für Porygon Z. Bin mir jetzt echt nicht mehr sicher. Schauen wir uns erst einmal an, was das Ding hat. Oder was das Ding für ein Wesen hat. Bis abgesehen davon auf der falschen Box. Da, weg mit dir. Du bist noch nicht da, du kommst auf die Box. Haben das was? Porygon 2 ist tatsächlich sehr, sehr häufig im Competitive vertreten, aufgrund von dem Item, was du auf dem Ding spielen kannst. Habe ich sogar selber eine ganze Zeit lang gespielt. Porygon Z sagst eher selten. So, wir haben ein neutrales Wesen, sage ich von da. Kauzig, ja, ist neutral. Spezialangriff ist her, das ist schon mal nicht verkehrt. Und Ladungsstoß hat's auch, ist auch schon mal nicht verkehrt. Das heißt, rein theoretisch haben wir Elektroattack gegen den nächsten Arenaleiter, weil der wird Flug-Pokémon besitzen. Okay? Jetzt nehmen wir das Ding einmal mit und entwickeln wir es gleich. Und dann lassen wir es erst einmal auf der Box, weil ich sonst eh nicht weiß, was ich damit anfangen soll. So. Upgrade. Freunde der Sonne. Jetzt werdet ihr ja gleich sehen, warum ich das Ding Donald genannt habe. So, jetzt wenn ich noch einen Evoliten finde, dann wird das Ding absolut OP. So gesehen kann man grundsätzlich schon was anfangen damit, aber mir geht halt das Item ab. Zur Erklärung, der Evolit, das ist ein Trage-Item, das kannst du am Pokémon geben. Und wenn sich dieses Pokémon noch entwickeln kann, was ja bei Porygon 2 ja dann der Fall war, dann werden seine Verteidigungswerte geboostet. So hat man es unter anderem auch im Competitiven gespielt. Aber bis das soweit ist, bleibt es erst einmal vorerst auf der Bank. Gut. Hätten wir das also auch schon mal erledigt. Sauerhaft. So, dann haben wir jetzt rundum mit 2 Routen, die wo wir noch abwischen können. Das seht ihr auf der Map, auf dem kleinen Bildschirm.
Da sind zwei, also da ist eine Route noch so dunkelblau. Das heißt, da haben wir noch nicht gewählt. Das heißt, da gibt es auch noch einen Encounter zu finden. Schauen wir mal. Und zwar ist das Route 108. Da schauen wir jetzt einmal, was wir da finden können. Route 108 ist wo? Da haben wir Route 108. Da kann man jetzt finden... Wait, da kriegen wir sicher ein Lampi mit der Profi-Angel, weil Finion haben wir schon und Corazon haben wir auch schon. Da holen wir uns definitiv ein Lampi. Lampi war... Oh, der Lantern war eigentlich richtig geil. Lampi war zauberhaft. Das ist ein Tube. Da kann man dann direkt einmal schauen, ob das Lampi dann Voltabsorber hat. Das war richtig geil. Okay, Lampi. Okay, Voltabsorber, please. Nice. Hat sogar Voltabsorber. Ja, gut, jetzt darf ich es halt nur nicht hops nimmer. So, wie schwäche ich die jetzt einmal blättern? Jetzt aber der, grüß dich. Was ist fit bei dir? So, wie kriege ich jetzt die geschwächt, ohne dass ich die hops nimm? Ich wirf einfach Bälle, das hilft ja mehr als nichts. Ja, das hätte mich jetzt auch gewundert. Gibt's gleich was zum Futtern? Was gibt's denn gut? Mehr Essen ist mir gut, habe ich mal gehört. Schinkennudeln. Wow, Alter, die habe ich auch schon ewig nicht mehr gehabt. Oh, wie kriegen die jetzt geschwächt? Lass mal schnell kurz was. Du da mal schnell, muss mal schnell. Moment einmal. Ich muss einmal schnell was checken. Sehr gut. Wir haben eine Möglichkeit, das Ding zum Schwächen. Perfekt. Oh, das war vielleicht jetzt kontraproduktiv, weil das Ding ja schließlich eine Elektroattacke hat. Ja, das war jetzt nicht ganz so schlau von mir. Andererseits bin ich 8 Level her, das soll ja eigentlich fein sein. Jetzt gehe ich, weiß ich selber nicht mit dem stärkeren Stahlmove, sondern nur mit den Schwächern, weil man weiß ja nie. Ah, das passt. Ach, da fällt ja nie jetzt. Ja, natürlich kriege ich Paralyse, weil... War ja komisch, wenn nicht. Ist wieder sauber. Sehr gut, Mr. Motzok. Vom WB auf jeden Fall. Ja gut, man soll halt, wenn man schon auf Encounterjagd geht, sollte man halt ein Pokémon mitnehmen, mit denen man potenziell schwächen kann. Ladungsstoß ist aber definitiv gefährlich. Ja, das reicht zum Schwächen. Bereit für neue Schweinereien. Why not?
Lambi wird wahrscheinlich sogar, also hat Potenzial, für den nächsten Arena-Orden unser MVP zu werden. Tatsächlich. Ja, gleich wird's leichter. Spitznamen, Freunde. Wasser-Elektro ist ein ziemlich cooles Typing. Mit Taschenlampen. Bisschen origineller. Laternen. Flashlight, ja. Aber Flash ist tatsächlich eigentlich ziemlich cool. Ein Kurzschluss. Blitzbieren. Flash hört sich gut auf, Flash nicht mehr. Mit Flash können wir arbeiten. So, holen wir uns den nächsten Encounter noch. Der ist ums Eck rum. Das ist gerade richtig gehört, ob jetzt da fucking Akopalyp geben. Oh, da haben wir ja auch einen Encounter, stimmt. Indeed. Seewoge Malvenfroh, ja stimmt, da haben wir auch einen Encounter. Was gibt's denn da eigentlich alles? Müssen wir mal schauen. Das habe ich doch komplett vergessen, da gibt's ja auch noch was zum Holen. Oh, Freunde, da gibt's ein fucking Lapras. Da gibt's ein fucking Lapras zum Fangen. Freunde der Sonne, I guess we have a winner. Lapras war aber mal absolut zauberhaft. Hab ich einen Schutz aktiv? Du hast es noch nicht so ganz überrissen, wo du die fangen darfst und wo nicht. Schau her, Mr. Price, das ist ganz einfach. Achtung, erklärbar sie für alle, die das noch nicht mitgekriegt haben. Jetzt schaut's einmal auf den kleinen Bildschirm, okay? Der, wo quasi von Eck aus gesehen unten unter mir ist, also unten links im Eck. So. Die Map besteht aus unterschiedlichen Routen, okay? Jetzt zum Beispiel da. Route 109, Route 108, Route 107, 106 und so weiter und so fort. Ebenso als wie besteht es aus unterschiedlichen Orten und Städten. Okay? Soweit, so gut. So, bei einer Nuzlocke ist es so, dass du pro Route oder Stadt oder Ort, je nachdem, immer ein Pokémon fangen darfst. Und in dem Fall ist es so, immer das erste neue Pokémon, was du noch nicht besitzt. Ja? Das heißt, überall da, wo ich schon mal gewesen bin, also da zum Beispiel, ja, Route 104, 102, das ist hinterlegt so gelblatt. Ich weiß nicht, ob man es gescheit erkennen kann. Oder halt teilweise in den Städten auch grün und rosa. Da Rennzeit bin ich noch nirgends gewesen. Ja, da ist noch alles dunkel. Jetzt, wenn ich da natürlich bei der Routen da schaue, bei Route 108, die ist jetzt so hellbläulich hinterlegt. Das heißt, da war ich schon mal, ergo habe ich da auch schon mal einen Encounter gefangen. Aller Wahrscheinlichkeit noch. Ja? Das heißt, da darf ich nichts mehr fangen. Der Encounter ist aufgebraucht. Da gibt es nichts Neues mehr. Den nächsten Encounter, wo wir uns jetzt in dem Bereich holen können, ist da. Das ist die Route 105. Warum? Weil die ist nur dunkel hinterlegt. Das heißt, da war ich noch nicht. Das heißt auch, da gibt es ein neues Pokémon für uns. Okay? Soweit so gut, soweit so verständlich. Wenn nicht, einfach fragen, so wie es der Mr. Price gerade da hat. Ja? Und so einfach geht es. Und bevor die Frage kommt, weil ich bin mir sicher, dass die Frage kommt, ja, unsere Encounter in einer Nuzlocke sind begrenzt. Ja? Wenn ich überall auf der Map schon mal war und überall schon mal was gefangen habe, ja, dann ist halt Feierabend, okay? Soll ich vielleicht nur kurz dazu erklären, dass ich geschenkte Pokémon in meinem Regelset auch benutzen darf. Das heißt, wenn mir jetzt irgendein NPC ein Pokémon gibt, dann zählt es nicht als offizieller Routen-Encounter, sondern es zählt als zusätzliches Geschenk, sag ich jetzt einmal. Ja? Gibt aber auch Regelsätze, wo das verboten ist. Ja? Wo halt dann das geschenkte Pokémon als Encounter zählt. Ja? Ausrufezeichen Regeln an der Stelle. Gut, also. Der Fall ist klar, wir holen uns da ein Lapras.
Einfach, weil wir es können. Und zwar immer einen Decksnerv. Das war ein Jugang, das brauchen wir nicht. Kann natürlich jetzt ein bisschen dauern. Aber Lapras müssen wir fast mitnehmen. Was? Da ist schon eins. Okay. Lapras Zeit, Freunde der Sonne. Level 35, männlich. Gut. Oh, das hat sogar Regentanz. Ist nicht so, als ob es jetzt für uns relevant war, aber immerhin. Oh, jetzt ist schon mal das killt. Okay, wir haben ein fettes Problem. Wir haben jetzt fucking 3 Runden Zeit, das Ding zu fangen. Ansonsten stirbt. Und ich wahrscheinlich mit. Also geh jetzt bitte in den Scheißbullen. Ja, sehr gut, Diggly-Dung. War zu keiner Zeit besorgt. So, Spitznamen, Freunde. Wer gibt's jetzt bei dem Chat, der Lapras hört? Zufällig. Ja, gibt's ja nicht. Der möge sich melden. Nehmen wir. Lapras nehmen wir definitiv mit. Wer möchte kein Lapras haben? Findet Lapras schon gut? Der Verb. Gut, der Verb war der erste. Der, wo ich schreibt. Warte mal, wer war denn das? Der, wo sich. Der YBO-Mann hat sich ein Relaxo vorreserviert gehabt, falls wir das einmal fangen da. Glaube ich, oder? War das der YBO oder war das einer von euch? Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Mr. Verb, willkommen im Team. Beziehungsweise willkommen in der Box. Du wirst deinen Einsatz kriegen, da bin ich mir fast sehr, sehr sicher. Bisher haben wir sehr gute Encounter gesammelt. Wir haben ein gutes Lampi, was uns gut weiterhelfen kann. Und wir haben ein fucking Lapras. So. Pass auf, jetzt kommt dann irgendein anderes brutales Pokémon und der Verb ärgert sich bis unter Knierscheiben. Weil er vorzeitig zu Lapras ja gesagt hat. So, jetzt schauen wir mal, was wir auf Route 105 noch kriegen können. Und zwar genau da. Route 105, das ist weiter herum, ne? Hoppala. Tentacher war da ziemlich geil. Superangel bzw. Profiangel gibt es eigentlich nur Krabi oder Sterndu. Was man eigentlich jetzt nicht so wirklich. Sterndu war an sich schon cool, beziehungsweise Stami, aber. Wingull und Pelipper war schon. Was ist ein Frillish eigentlich schon wieder? Das ist eine interessante Frage. Ich hab keine Ahnung. Ja, da gehen wir für den Surfer-Encounter.
Das ist Philippa, das ist für den Arsch, das brauchen wir nicht. Wenn es genauso passiert, dann ist es halt so. Ja, genau. Mr. Verb, das ist eine sehr gesunde Einstellung. Schauen wir mal, was da Texten auf Technisch nachkommen kann. Das kenne ich nicht, das ist aber auch wurscht. Ich tue jetzt einmal sicher. Ich tue jetzt lieber mal Sicherheit speichern, ja, weil ich habe aus meiner Lektion gelernt. Dass falls ein Emulator anstirbt. Der 3DS anstirbt natürlich. Scheiß auf das Philippa, verpiss dich. Ja gut, da gibt es scheinbar nur Philippa als Textner. Ja, oder Wingal. Es ist jetzt nicht unbedingt besser. Ja gut, schauen wir einfach. Was kriegen wir? Tentacha? Ja, okay. Das Ding, das reizt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, das meine ich so Crit Catch. Da doch. Gibt es eigentlich irgendeinen Namen für die Briefmöwen in One Piece? Gibt es da irgendwie spezielle Bezeichnung dafür? Ich als One Piece-Fan sollte es eigentlich wissen. Meins, deins. Möchtest du so heißen, oder was? Haut's mir aus. Ach so viel. Ah. Ja, nimm mal, ist wurscht. Meins. Nimm mal, guter Einfalloption. Gut, dann haben wir jetzt am unteren Teil der Map alle Encounter gesammelt. Schaut sich gut an. Dann schauen wir mal kurz in der Pokécenter. Und dann kommen wir zum nächsten oder weiteren oder zweiten Teil der Map. Tatsächlich. Gut, dass wir da jetzt den ganzen Weg nicht wieder zurückrennen müssen. Ja? Soweit ich weiß, kann man da noch ein Item ergattern. Ich weiß aber jetzt nicht, was. Finden wir jetzt einfach raus. Ja, okay. Gut, das hätten wir jetzt sparen können. So, können wir da noch irgendetwas anfangen da? Looten ist wichtig, Freunde. Haben wir in Resident Evil gelernt. Ja, okay. Kann man verkaufen. So. Lol, wir haben den Trainer am Anfang nicht gemacht. Ja, der wird uns jetzt mit Sicherheit kaputt hauen. Sollen wir eine Umfrage machen? Meinst du, über den Kampf gewinnen, Deathless? Mit das. Ist ja jetzt der Sandwirbelfreak, der wo jetzt dafür sorgt, dass ich nichts mehr triff, oder was? Der Ernst. Wird schwierig. Ich glaube auch fast, dass das eine ganz enge Geschichte wird. Es kann besiegen werde er mich nicht, aber ich ihm halt auch nicht.
So, man prediktet das Ding eigentlich, wenn ich switch? Das war einmal eine interessante Frage. Ja, Ohren. Ich glaube, das Taubsi ist sauber, wenn du mich fragst. Oh, da ist unser gefallener Bruder Dusselgur. Den wir ja leider auch verloren haben beim zweiten Orden. Der Wal liegt einfach so am Rasen. Wenn der jetzt sagt, wie groß der Wal ist, dann scheißt der Tosen. Das garantiert er. Bylor ist bis heute oder bis dato das größte erschienene Pokémon. Also von der Größe her jetzt, sage ich mal. Das Taubsi ist so rein. So, so ein reines Taubsi. Ja, das ist so sauber, dass nicht mehr Federn drauf haben. Songs. Ja, man munkelt. So. Wer sich schon immer mal gefragt hat, du hättest ein fucking Zorua gegeben. Are you kidding me? Alter, das ist nicht euer Ernst, dass du Zorua gegeben hättest. Ja, das wäre ich vorher gewusst hätte, aber gut. Für alle, die sich schon immer gefragt haben, für was die Routen eigentlich sinnvoll ist. Dafür, dass du quasi die Map abkürzen kannst. Ja, sonst ist diese Map zu nichts zu, diese Route zu nichts zu gebrauchen. Aber gut. Da gehen wir wieder, Freunde, da gehen wir mir wieder sowas von Zwergs. Oh, da ist ein Item, wo her? Ja, okay. Ist nicht so, dass ich schon nur hätte, aber ich nehme es einmal mit. Oh, wir gehen doch nicht Zwergs. Gehen wir ihm doch nicht Zwergs. Stimmt, das war ja die Routen, wo wir, glaube ich, einen Mr. Saiyajin gefangen haben, wenn mich nicht alles täuscht. Der Wal hat 14 Meter und 400 Kilo, so in Relation. Der Relaxo hat 2 Meter und 460 Kilo, just saying. Ja, genau. Merkst du was? Kann man den auch nicht machen. Wurscht. Wurscht, den hauen wir auch zum Teufel. Ja, Abra war natürlich damals ein fresher Encounter gewesen, wenn wir das in der Granithöhle gefangen hätten. Trauen wir ein, aber wenn wir Abra gefangen hätten damals, dann warten wir beim Camillo Artefliss rausgegangen. Blanker Ball. Ja, ich glaube, der Mr. Price bezieht sich eher, dass er ein 2,60 Meter Viech genauso verwiegt wie ein 14,80 Meter Viech. Oder 14 Meter Viech. Aber Logik im Pokémon war halt noch nie so das. Ne? Ihr merkt selber, das ist jetzt nicht so wirklich auf das man rumreiten soll. Könnten ein paar Lücken entstehen. Ich sag's nur. Diese Begeisterung bei jedem aufgesammelt. Weil es mir halt nichts bringt. Weil schau mal, das Ding ist ja das. Ne? Ich glaube, die Sonderbonbons gingen mir so schnell jetzt nicht aus. Ja? Das ist, wie gesagt, rein zu reinzwängen. Habe ich ganz am Anfang des Projekts, glaube ich, sogar mal erklärt gehabt. Jetzt schauen wir uns einmal schnell unsere Encounter an, was die können. Beziehungsweise, man kann man eigentlich gleich mal noch ein paar TMs kaufen, weil mehr TMs sind ja bekanntermaßen auch mehr gut. Und dann sehen wir es schon. Und bei der Gelegenheit verkaufe ich gleich den anderen Schund, was wir jetzt gerade gefunden haben und nicht brauchen können. Beziehungsweise halt auch die generell nicht einmal einsetzen dürfen. So, Carbon kann eigentlich weg, weil ich habe sowieso SEV trainiert, von daher easy. So, Top-Beleber darf ich sowieso nicht einsetzen, weil Pokémon Wiederbeleben verboten ist. Zumindest in einer Nuzlocke.
Haben wir da noch irgendeinen Schund, den wo wir weghauen können? Ja, Megablock, scheiß der Hund drauf. Oh, Nugget, ja, das kann weg, das gibt Kohle. Sternstab gibt Kohle, ja, sechs das da, das wird ja direkt sauerhaft. Ach ja, Zauberwasser haben wir übrigens bei einem Goldini erfand mit Hilfe von Raub, ja? Das haben wir letztes Mal noch nicht gehabt, das habe ich off-cam gemacht. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, freilich werde ich Magneten verkaufen, sonst nichts. So. Was kann man noch brauchen? Eigentlich nix. Gut. Und sich die Frage auch erledigt. So, Encounter-Checkup. Schauen wir mal, was die können. Wir haben gefangen. Ja, das nutzlose Wingal, das was wir wahrscheinlich so gehen, glaube ich, ist mit Sicherheit nicht verwenden werden. Und wir haben ja lauter neutrale. Nein, haben wir nicht. Das ist ein plus Angriffs- minus Verteidigungswesen. Das ist was für ein Wesen? Solo. Okay. Adlerauge, das ist einmal nicht so verkehrt. Das Wesen ist zumindest gut. Halten wir das einmal so fest. Lapras minus Spezialverteidigung plus Spezialangriff. Ist okay. Mir wäre es zwar lieber, wenn es kein Minus-Verteidigungswesen nicht hätte, sondern ein Minus-Angriffswesen. Aber hey, wir nehmen. Oh, das hat Eisstrahl. What the fu? Das ist sauerhaft, das hat Eisstrahl. Das ist sauerhaft, das nehmen wir. Es kann sogar, wenn wir nicht alles täuscht, Donnerblitz lernen. Wir müssen einen Plot-Twist, wir müssen den Donnerblitz erst einmal finden. Was haben wir noch gefangen? Wir haben noch irgendwas gefangen, oder? Lampi haben wir noch gehabt, genau. Plus Spezialangriff minus Verteidigung. Okay, nehme ich. Das nehme ich einfach so. Voltabsorber ist richtig geil. Regeneriert KP, wenn ich ja von einer Elektroattacke erwischt werde. Das heißt, da kann man schön über die KI spielen, wenn es einmal pressiert. Ladungsstoß hat es auch, das ist auch zauberhaft. Ampelleuchte hat es gut, da gibt es jetzt bessere Sachen. Den können wir als Surfer lernen, damit es noch einen Wasserstep-Move hat. Das passt perfekt. Lampi und Lapras sind zauberhafte. Von den Wesen her, da ich mal sagen, haben es gute Encounter. Wingal, wie gesagt, ist jetzt nicht so das, was man unbedingt haben will. Und ich merke gerade, wir haben sauber 2 Wasser-Pokémon. Aber gut. Ja, dann darf ich jetzt einmal galant behaupten, wir gehen mal zur nächsten Route. Und haben wir uns dann den nächsten Encounter da immer ganz schwer behaupten. Ich sollte aber jetzt vielleicht einmal mehr Bälle kaufen, ja, weil mehr Balls auch mehr gut haben. Bin ja Pokémon-technisch nur in der Steinzeit unterwegs, gibt es eigentlich die Attacke Donner noch. Natürlich gibt es die Attacke Donner noch. Selbstverständlich. Alles, was früher, oder ich wage jetzt einfach einmal zum Behaupten, alle Attacken, die es früher gab, gibt es auch heute noch. Ja? So, her mit die Hyperbälle. Heute gibt es Nudeln, habe ich gehört. Ja, sonst so drin nichts. Okay. Gut. Auf geht's. Bazi gönnt sich. Ja, was sowas von. Hallo, wir müssen da haushalten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Encounter haben wir jetzt verloren in dem Run 2, glaube ich. Das Damhirplex und das Abra. Und Kleinstein, weil Kleinstein, glaube ich, habe ich gekillt. Versehentlich. So. Ja, Dusselgur haben wir ja gefangen. Dusselgur haben wir im Kampf verloren. Im Kampf haben wir bis jetzt ja auch 3 Pokémon verloren. Das ist eigentlich absoluter Wahnsinn. Das hätte man nie gedacht. Gut. Route 118, Freunde der Sonne. Da haben wir einen weiteren Encounter, sofern wir da irgendwie sowas wie ein Groß finden. Oh. Lange nicht gesehen, wir sind uns doch in der Granithöhle begegnet, nicht wahr? Könnt ihr an den Typen noch erinnern? Der Steinesammler, der Mr. Troy. Warte, gleich komme ich drauf, dein Name ist Mark, nicht wahr? Schön zu sehen, dass du deine Reise gesund und munter fortsetzen konntest. Ja, das war ja kaum anstrengend bis daher. Sag mal, Mark, wie du weißt, leben wir in einer großen Welt, auf der eine Vielfalt an Pokémon wohnt, die jeweils unterschiedlichen Typen angehören. Als Trainer kann man entweder Pokémon verschiedener Typen drin. Ja, ich laber nicht so viel, sondern... Er schwelgt gerade in Dingens. In Nostalgie, oder? Nicht in Nostalgie, in Demut.
Guten Appetit. Hä? Bei mir gibt es erst noch Essen. Ich verstehe die Frage nicht. Ui. Freunde der Sonne. Das Ding ist ein legendäres Pokémon. Ich möchte es gerade einmal behauptet haben, ja? Latias! Was willst du uns sagen? Sollen wir auf deinen Rücken aufspringen? Ich glaube, Latias bittet uns um unsere Hilfe. Alter, wenn wir in dem Heck auch ein Latios-Geschenk kriegen, dann tut's mir spätestens jetzt für den Mr. Verb unfassbar leid. Da wären wir. Vielen Dank. Oh, fuck off. Oh, es kriegt gerade ganz eine bösartige Erinnerung. Und ich vermute mal, dass das in dem Heck verdammt nochmal genauer so ist. Und wenn das so ist, dann fange ich spätestens in 2 Minuten massivst an zum Blären wie so ein kleines Schuldirndl. Das garantiere ich. Was für ein seltsames Gefühl. Angst wäre das falsche Wort dafür. Nein, das ist genau das Richtige. Mir wurde erzählt, dass auf dieser Insel 2 Pokémon hausen, die das Geheimnis einer mächtigen Form der Pokémon-Entwicklung hüten. Gemeint ist die Mega-Entwicklung. Freunde, jetzt wird's dann interessant. Ja, das Ding ist, im Original ist jetzt da dann ein Doppelkampf. Im Original kämpfst du diesen Doppelkampf aber nicht alleine. Im Original kämpfst du diesen Doppelkampf mit dem Troy. Which means, Doppelkampf mit einer KI. Klingelt da was bei Enk? Das haben wir schon einmal gehabt. Doppelkampf mit einer KI, das war, glaube ich, einer der intensivsten Kämpfe, die ich jemals da seitdem das Projekt läuft, war das einer der intensivsten Kämpfe, die ich gemacht habe. Okay? Und ich tippe jetzt einfach mal ganz... Moment einmal, das schauen wir jetzt einfach noch. Mega-Entwicklungen, Herz noch Digimon Spin-Off. Ja, kind of. Aber Mega-Entwicklungen waren tatsächlich richtig geil. Also ein paar davon, nicht alle, aber es war okay. Jetzt passt's auf. Kommt jetzt da wirklich... Alter, wenn da jetzt da wieder ein Doppelkampf mit einer KI kommt, dann weiß ich nicht. Jetzt warte mal. Es ist ein KI-Kampf. Es ist ein fucking Doppelkampf mit einer fucking KI. Oh boy, I don't know. Oh Gott. Okay, was gegen Curtin? Ich weiß jetzt nicht, was das für ist auf alle Fälle wieder gegen einen Vorstand, aber ausnahmsweise jetzt mal nicht gegen einen Kalle, den wir schon zweimal verdroschen haben. Ich glaube, der fuhr daheim im Versteck McDonalds, habe ich mal gehört. Jetzt schicken sie einen anderen vor. Ah, und der hat einen fucking Glurak. Okay, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Oh. Was für dicke Steine. Der GSC-Hubs-Chef ist sehr begeistert mit dem Ki-Doppelkampf. Verstehe die Frage nicht. Natürlich bin ich begeistert, sagt mir das nicht. Danke dir, Option. Ja, okay, wir müssen... Leute, das hilft jetzt alles nichts. Wir müssen... Alter, wenn jetzt ich da nicht zurückkomme, ich flippe aus. Ich komme nicht zurück. Ist das dein Scheiß Ernst? Ich komme jetzt da nicht zurück, oder was? Oh, Gott sei Dank. Boah, Alter, wenn jetzt ich da gelockt war und nicht zurückkam. Alter. Okay, wir müssen mal, Freunde der Sonne, wir müssen mal Teambuilding betreiben, das hilft jetzt alles nichts. Doppelkampf mit einer KI, da will man sich vorbereiten. Also, sofern man sich vorbereiten kann. Okay, das Positive für euch, es gibt noch eine Umfrage. Das Negative für mich, ich werde schwitzen wie ein Schuldirndl beim ersten Elternsprechtag.
Und vorher, weißt, das ist schon wieder so typisch für mich. Ich, wenn Pfotzen aufreißt, dann passiert immer genau irgendein so anderer Scheiß. Wenn ich bei Resident Evil sage, hey, es wird nicht gruselig, dann wird's gruselig. Und wenn ich sage, hey, bei Pokémon wird's heute entspannt, das Stream, dann wird's nicht entspannt. Ich sollte halt einfach mal grundsätzlich mir angewöhnen, mal die Klappe zu halten. Ja? Gut, ich weiß zwar nicht, inwiefern das gut ist, wenn man on-stream ist, dass man dann nichts redet, aber... Gut, okay. Teambuilding, Freunde der Sonne. Wir fangen mal wieder ganz am Anfang an. Nehmen wir mal das raus, was wir nicht brauchen. Oder... Sollte man die Magma-Rübel einfach mit einem Ohr anwerfen? Ich meine, das war auch eine zauberhafte Idee. Das war auch mal eine coole Sache. So, okay. Einfach mal die Kresse halten. Genau so ist es nämlich. Also. Schauen wir mal. Ihr habt ein Nidorino, ein Mekago, was ist denn das? Wie heißt denn das Scheißviech nochmal? Ich komme jetzt auf den Namen nicht, der liegt mir auf der Zunge. Das Gegenteil von Vibitis. Sengo. Sengo, glaube ich, ja. Nidorino, Mekago, Sengo. Dann hast du ein Galoppa, ein Pyroleo und ein Glurak. Okay, du leadest mit was? Du leadest mit Galoppa und Nidorino. Okay, die Frage ist, was hat der Troy? Das war halt einmal zauberhaft für mich zu wissen, wenn ich wüsste, was der Troy hat. Da bin ich wieder allein gelassen. Ne? Das ist schon wieder Schritt zum Vorlaufen, ist das schon wieder. Da kann der schon wieder. Okay. Okay, fangen wir mal an, was hat ein Galoppa? Das hat Hitzewelle, Megahorn, Drillrun, was jetzt auf Deutsch nicht, und Stromstoß. Okay, Stromstoß ist einmal gut, weil dann ist Gyarados eigentlich schon mal ein guter Lead. Das heißt, das können wir mit Sumpex super fangen. Sumpex negiert dann praktisch Stromstoß. Und dann kann ich mit Erdbeben beide aus dem Spiel nehmen. Galoppa als auch Dingens. Nidorino. Hört sich schon mit zauberhaft an. Das nehmen wir. So, was hast du dann nun? Du hast noch. Gut, Mekago ist mir sowieso klar, das wird dann wahrscheinlich als nächstes kommen oder auch nicht. Gut, ich sage jetzt, nein, Panzereron sage ich da jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so wirklich, weil der hat sauber 12. Panzereron ist ein Quatsch, das bringt uns da gar nichts, weil er sauber 12 Feuer-Pokémon hat. Aber, jetzt pass auf, wie viel greifen körperlich an? Das ist einmal die wichtigste Frage. Okay. Von dem Galoppa wissen wir mittlerweile, greift körperlich an, das heißt, Hytera war da semi-optimal, ist aber wurscht, weil wir Hytera sowieso nicht ins Spiel bringen, solange das Galoppa überhaupt auf die 4 steht. So, das heißt, es geht jetzt einmal ums Pyroleo, das komplett speziell angreift, und Glurak greift auch komplett speziell an, das heißt, Hytera, Big Mom, your big ass booty is on board. Nehmen wir definitiv mit. Okay. So, was kann jetzt... Ja, das sehe ich halt jetzt nicht. Das sehe ich halt jetzt nicht, was das Sengo und das Nidorino und so weiter kann. Ich sehe halt nur, was der Kommandant hat. Aber das ist, glaube ich, auch relativ egal. Also Panzereron haben wir gesagt, ist definitiv raus, weil uns das nichts bringt. Kann man als... Gut, wir haben halt dann ziemlich viel Wasser-Pokémon dabei, I guess. Aber gut, das war ja, glaube ich, eigentlich an und für sich wurscht. War ja, glaube ich, an und für sich wurscht. Kokowai bringt uns auch nichts, Marshall bringt uns auch nichts. Was heißt, bringt nichts? Macht halt nicht so viel Sinn. Weilord können wir... Kann er sonst da irgendwelche Elektroattacken? Also zumindest kommandantseitig hat er nur eine einzige Elektroattacke und das ist Stromstoß von Galoppa. Galoppa negieren wir ja, haben wir ja schon gesagt. Das heißt, mit dem bin ich eigentlich fein. Weilord so als Backup mitzunehmen, falls was schief geht. Dann können wir Meistergriff auch noch mitnehmen für das Sengu. Gut, dann gehen wir fast basically mit dem gleichen Team. Ist jetzt eigentlich nur die Frage. Nehmen wir Marshall noch mit. Na, eher nicht.
Weil, ja gut, ich hab ohnehin nicht viel schnelle Pokémon, abgesehen davon. Ich hätte mir theoretisch noch Gold King, aber ich kann da nicht mit 4 Wasser-Pokémon eigentlich, das war doch auch lächerlich. Obwohl man Wheelie kann man, Leute, Wheelie kann man noch mitnehmen, tatsächlich. Negiert, also was heißt negiert? Ist eigentlich nur anfällig gegen Eis und Käferattacken. Und Kampf. Ja, das nehmen wir jetzt einfach. Ist das schon EV trainiert, ist die Frage, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist nicht EV trainiert. Okay, du bist wieder raus. Ja, dann nehmen wir das Marschall noch mit. Es wird schon passen. Wird einem schon passen, dann sagen wir es schon. Einschlaubedere. Alles fit bei dir. Gut, der Angel kommt immer perfekt zu den Bosskämpfen. Der ist ein zauberhafter Typ. Bring jetzt einfach... Moment einmal. Level 50 ist mein Level Cap, right? Und dein stärkstes ist auf 44, ja, dann gehe ich auf 46. Das weißt aber du schon, gell? Jetzt schauen wir mal, ob Marschall endlich seine dritte Entwicklung kriegt. Tatsächlich. Miss Marschall! Miss Marschall wird OP. Noch mehr als sonst. Mehr Schleifen, mehr gut. Donnerblitz nicht mehr mit. Oh, Alter, Marschall ist ein kompletter Berserker. Wann ich komme, ist immer... Absolut, da habe ich nichts einzuwenden. Ja, Marschall mit Donnerblitz, das nehmen wir zauberhafterweise schon mit. Ja gut, Heilblockade ist wurscht, das brauchen wir jetzt nicht. So, 46, sehen wir mal auf 46, damit nichts passiert. Hammerarm, ja, nein, das nehmen wir jetzt nicht. Von Tränen war heute eine brutale Attacke. Je höher meine KP, umso mehr Schaden macht die und die trifft den ganzen... Alter, ja, das nehmen wir. Von Tränen muss ich ihm lernen. Von Tränen ist zu gut, um es nicht beizubringen. Ja, wahrscheinlich... Big Mom mit Risiko-Tackle, ich meine, das da im Anime wahrscheinlich ganz gut ausschauen, aber jetzt da in dem Spiel war das eher suboptimal. Lawine, ja? Schade, dass wir körperlich angreifen. Ja, Hydropumpe, schöne Attacke, nehmen wir aber nicht, weil wir mir ebenfalls körperlich angreifen. So, machen wir mal kurz Item-Kontrolle, damit wir das ja alles haben. Halt das. Wir haben da drauf Überreste, wir haben da drauf Pudersand, das ist gut, weil wegen Erdbeben, verstärkt Bodenattacken, das ist gut. Überreste auf Altaira, Überreste auf Weilord. Expertengurt auf Xena, das ist okay. Ja, Sindelbeere auf Marschall ist jetzt ungefähr komplett useless, aber ich muss einmal schauen, ob ich irgendwas anderes hab dafür. Es dauert halt Unlichtattacken verstecken, aber ich hab keine... Wir nehmen Flankklaue auf der Marschall, das bringt uns tatsächlich mehr als wie die fucking Sindelbeere, die 10 KP hält. Das nehmen wir. Sieh, aber der, so ist er
So ist er, unser Körperbazi. Hä, Körperbazi? Ich verstehe die Frage nicht. Gut. So, wieder zwischenspeichern. Ihr wisst ja, wie es läuft. So, ab zum Bosskampf. Können wir direkt. So, schaffen wir es mir? Ja, haut's in die Tasten. Ihre körperlichen Pokémon meinst du? Ja, da haben wir ein paar, das stimmt tatsächlich. Freunde, investiert in die Kanalpunkte weise, okay? Warum muss ein fucking Doppelkampf mit KI sein? Warum kann es nicht einmal ein normaler Doppelkampf sein? Fix nur mal. Das ist immer komplizierter, als es sein muss. Nehmen wir mal einen Schlicker, gell, damit ja auch nichts passiert. Habt schöne 5 Minuten Zeit. Ausnahmsweise einmal, okay? So. Garados vorn, Brole hinter, okay. Früher in den normaler Teile, was heißt in den normaler? In die ursprünglichen Editionen, also Rubin, Saphir, beziehungsweise dann tatsächlich nur sogar, ich glaube, dass sogar nur in der Smaragd war auf die Insel zum Kämmer, mehr oder weniger hast du ein spezielles Item braucht, das nur bei Pokémon-Events kriegen hast, Kinder. Die, denen die Erinnerungen verblasst, versuchen sie im Herz zu halten. Aha. Da ist Latios. Das ist das Gegenstück zu Latias. Ja? Es gibt zwei in der dritten Generation, Latias und Latios. Ich weiß schon, das ist eine sonderliche Einfallsreihe. Ja? Welch eine umwerfende Erscheinung. Wäre dieses Pokémon ein Stein, dann wäre es wohl ein Wasserstein. Sehr poetisch, Mr. Troy. Oder warte, ein Funkelstein beschreibt seine strahlende Schönheit noch viel besser. Ja, schau du auf, dass das auf deiner Schleimspur ausrutscht, wenn du die umdrehst. Die, glaube ich, ist nein. Die meine ist nur in die Remakes zum Singen. Zumindest weiß ich jetzt nicht, ob es die in die Originalspiele auch gibt. Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Wer seid ihr? Jördis, okay, die hat es definitiv nicht im Original gegeben. Na, das ist die Jördis, die war ein... Ernsthaft? War die in Rubin? An Kalle weiß ich noch. Hat Jördis in Rubin? Ich kann das echt nicht mehr sagen, ich weiß nicht. Viel Glück, merci die Option. Leute, votet, ja? Gibt's was zum Anstauben? Oder auch nicht, je nachdem. Aber wer ist dieser vornehm gekleidete Schnösel? Ich werde das Gefühl nicht los, ihn von irgendwo zu kennen. Ist er vielleicht ein Wettbewerbsstar? Mir geht es ähnlich. Ihr beiden verschwindet jetzt besser. Team Magma benötigt das Pokémon hinter euch, genau wie den Megastein, den es bei sich trägt. Ich werde mich mit nichts anderem zufrieden geben. Also, verschwindet endlich. Nö. Genau diese Antwort wollte ich hören. Ja, andere bleibt mir auch nicht lieber, oder? Wir müssen Latios vor diesen Schurken beschützen. Latios und der Megastein dürfen auf keinen Fall solchen Ganoven in die Hände fallen. Dann habe ich keine andere Wahl. Ja, kämpfen müssen wir. So, ich warte jetzt aber, bis dass ihr sauber brav gewotet habt. Kalle und Jöris für Magma, Cordula und Wolfgang für
Aqua, ja, der Cordula und der Wolfgang, die weiß ich nur, aber ich hab den zweiten von Team Magma nicht mehr gewusst. Dann Kalle, ja, aber ob das die Erde, hat die wirklich Erdis geheißen, das weiß ich echt. Ich weiß halt einfach echt nicht mehr. Aber kann ich sagen, wenn der Mr. John Sigi, der Poké-Nerd schlechthin sagt, dass das so war, dann ist das gefährlichste also. Also für alle, die wo das nicht wissen, ihr könnt für einen Kanalpunkt der Benutzer definiert abgeben, ja, weil ich jetzt gerade zufällig gesagt, dass du teilweise nur 10 investieren, es kannst du eine Menge eingeben. Ja? Ich sag's nur, der Vollständigkeit halber. So ein bisschen eine theatralische Musik hat auch noch nie geschaut, habe ich gehört. Ja, die englischen Namen haben generell immer schon die besseren gewesen im Pokémon, ja. Ist einfach ein Tatsachenbericht. Gut. Ich hoffe, ihr habt es endlich was abgeben. Jetzt schauen wir uns einmal an. Ich werde euch vernichten. Oha. Nicht besiegen, sondern einfach mal dezent vernichten. Na gut, natürlich haben die 6 Pokémon, ist ja klar. Nidorino und Galoppa, oder? Gut, okay, zumindest hat das schon mal so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Du hast Metang. Okay. Metang. Grundsätzlich schauen wir nicht verkehrt, dass er sowas hat. Eines der stärksten Pokémon, wo sie kennen. Beziehungsweise Endentwicklung dann davon. Ich tippe jetzt einfach mal drauf, dass er mit Metang Richtung Nidorino schießt. Warum schießt er Richtung Nidorino? Weil er mit einer Psycho-Attack potenziell einen Kill auf Nidorino sagt, weil Nidorino ein Gifttyp ist. Okay? So, was wird das Galoppa machen? Galoppa hat jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder mit Hitzewelle Metang zu killen und Megarados nur leicht zum Treffer. Oder, was wahrscheinlicher ist, Spotty Abedere. Galoppa sagt mit Stromstoß einen Kill auf meinem Gyarados. Warum? Weil Stromstoß 4-fach effektiv auf mein Gyarados ist. Ja? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Galoppa jetzt auf mich geht mit Stromstoß, liegt bei ungefähr 95%. Deswegen switcht zu Broly, der teils Bodentyp hat und Elektrotypen negiert, weil es keine Wirkung nicht hat. Stromstoß kommt, keine Wirkung. Schlagbohrer auf Metang macht nicht ganz so viel, weil kein Step-Move, sein Kopfstoß auf Nidorino, right? Easy Prediction. Nice. Turn 1. Flawless, okay? Mekago. Jetzt ist die Frage. Ich weiß nicht, was dieses Mekago beherrscht. Wahrscheinlich keine Pflanzenattacke, ja, weil das war ein wenig affig, okay? So, das Ding ist jetzt nur, wenn ich mit Sumpex für Erdbeben gehe, will ich wahrscheinlich das Metang mitkillen. Sag ich aber ganz ehrlich, wie es ist mir scheißegal, weil mir das Metang jetzt in der nächsten Runde sowieso überhaupt nicht mehr helfen kann, weil das spätestens jetzt dann von Galoppa gegrillt wird, okay? Mit Erdbeben kriege ich sehr wahrscheinlich einen Kill auf Mekago, weil 4-fach effektiv, ob ich Galoppa hops genommen kriege, weiß ich nicht. Werd mal rausfinden. Das ist Lucky. Hitzewelle geht auf Metang nämlich daneben. Wir kriegen einen Triple Kill. Okay, nice. Glurak. Flatterix. Das ist sehr gut. Und Sengo. Okay. Das Glurak hat nur spezielle Angriffe. Das Glurak hat Flammenwurf, Luftschnitt, Drachenpuls und Fokusstoß. Sag aber allerdings nicht, was dieses Sengo hat. Die Frage ist jetzt,
Die Frage ist jetzt, auf was geht er? Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, mit was er jetzt normalerweise, jetzt Moment einmal, ganz andere Sache. Ich muss mal schnell was abchecken. Okay. In dem Fall wird es sogar so sein, dass Glurak auf alle Fälle nicht mit Flammenwurf auf mich schießt. Weil es nicht sehr effektiv ist. Es trifft mich maximal neutral mit Luftschnitt, mit Fokusstoß und mit Drachenpuls. Drachenpuls und Fokusstoß sind raus, weil keine Step-Angriffe. Step heißt, wenn ihr einen Attack einsetzt, was dem Typen entspricht, den ich selber habe, dann wird der Attack ein bisschen verstärkt. Also sprich, wenn ich mit einem Wasser-Pokémon eine Wasserattacke einsetze, ist die Wasserattacke ein bisschen stärker. Ja? So, Glurak ist ein Feuer-Flug-Typ, also wenn es Feuer- oder Flugattacken einsetzt, gibt es ein bisschen einen Schadensbonus. Okay? So, da Glurak weder ein Drachen noch ein Kampf-Pokémon ist der Damage von den zwei Attacken auf alle Fälle geringer als der von Luftschnitt, wenn er auf mich geht, und Flammenwurf ist auf mich sowieso raus. Das heißt, das Glurak geht jetzt maximal mit Luftschnitt auf mich. Maximal. So, die Frage ist nur dann, wie ich von Glurak geflincht und was macht Sengo? Rein theoretisch könnt ihr jetzt mit Nassschweife auf Sengo gehen. Warum auf Sengo? Weil das das Aeropteryx vom Troy definitiv irgendeinen Steinmove nutzt, um Glurak zum Killen, weil es einen Kill sagt. Das heißt, eigentlich bin ich safe, wenn ich mit Nassschweif Sengo angreife. Im Idealfall treffe ich das Sengo sogar, weil wenn ja, ist das erste Teammate von ihm schon mal raus, dann ist er ganz allein. Rein hypotenusisch, genau. Schauen wir einfach. Okay, es macht Akrobatik. Okay, fein. Glurak wird schneller sein als ich. Es geht sogar mit Fokusstoß. Ja, kein Step. Okay. Du gehst jetzt nochmal für Fokusstoß. Wo er Crit wahrscheinlich sogar killen könnte. War ein bisschen unlucky, dass mein Nassschweif daneben geht, aber ist völlig okay. Wenn Nassschweif drauf wird, war Glurak sowieso ohnehin tot gewesen. Das heißt, ich kann es jetzt eigentlich locker oberspielen, indem ich in Marschall gehe. Er sagt den Hexen-Damage mit Fokusstoß auf Broly. Mit Marschall kann ich den ganzen Fokusstoß negieren, weil es nicht sehr effektiv ist. Und im Idealfall geht dann Aeropteryx vom Troy mit Steinhagel auf das Glurak, dann ist das Glurak sowieso hundertprozentig tot. Felsgrab ist ebenso fein. Reicht für einen Kill, easy. Und jetzt hast du noch Pyroleo, right? Okay. Wenigstens hast du kein Pizzagesicht, nicht so wie das Mandel. Pyroleo greift komplett speziell an. Flammenwurf, Schallwelle, Finsteraura und Gähner. Du wirst jetzt in dem Fall sofort wahrscheinlich entweder für Gähner oder für Finsteraura gehen, weil du sehr effektiv auf mich selbst bist. Mein Hytera tankt die komplett aus. Ja, Finsteraura.
GG. Easy. Troy ist wenigstens sowas zum Brauchen. Mondkatz, grüß dich. Entschuldigung, ich hab dich gerade ein wenig überlesen. Wie geht's da? Alles gut bei dir? Kann da jetzt bitte was sterben von dir? Nein, entschieden nicht. Ja, der Kampf war einfacher als wie der letzte KI-Kampf, tatsächlich. Aber da merkst du halt einfach, dass der Troy ein bisschen was auf dem Kehrholz hat. So. Gratulation an alle, die wo an mich beliebt haben. Alles super, das freut mich zu hören. Hast du einen schönen Tag gehabt? Ich hoffe doch. Ja. A bissel Bußgeld 4 staubten Lodder lol. Ich danke dir für deinen Resub im 5. Monat. Du brauchst überhaupt kein Bußgeld nicht zahlen, für das du falsch gewotet hast. Für das haben ja die Votes da. Danke dir. Viel Spaß mit dem und zum weiteren Willkommen in der Bazi Gang. Stimmt, also No Death war das jetzt nicht. Ja, von mir schon. Es hat keiner was vom Teammate gesagt. Haben aber beim letzten Mal abgesehen davon genauso. Ja, die eigenen, also die Teammates von der KI, die zählen nicht. Ja gut. War ein stressiger Tag. Oh je, wie das? In der Arbeit oder wieder was? Ja, wenigstens halt uns. Das ist eine zauberhafte Geschichte. Latios ist am Start, Freunde der Sonne. Mir kriegen wir fucking Latios geschenkt. So, ich muss jetzt irgendwas wählen. Ja, Marschall muss jetzt, geht wieder auf Box. Freunde der Sonne, ich frage die Frage jetzt nur ein einziges Mal. Wir haben im letzten Stream Kaido leider opfern müssen. Ein sehr starkes Drachen-Pokémon. Und wir kriegen jetzt ein weiteres starkes Drachen-Pokémon. Drachen-Psycho, besser gesagt. So, ich frage die Frage jetzt ein einziges Mal. Wer mag Latiosa ab jetzt? Price, okay. Mr. Price. Du bist am Start. Der Price war schneller. Keine Fußspur nicht. Dampfe ja wie der. Oh. Müssen wir nochmal machen. Ja, Glumanda, das ist schon ein bisschen her. Wir haben ja gerade Endentwicklung bekämpft. Ist zwar penetriert worden, aber macht dem nichts. So ist jetzt richtig schön, Price, ja, Bobby. Gut. Dampfe ist fit bei dir. Oh, Sigi. Weiß ich nicht, da muss jetzt der Price äußern dazu. Mega Armreif. Sehr gut. Ab jetzt ist es uns möglich, Mega-Entwicklungen durchzuführen. Sofern wir den passend dazugehörigen Megastein für das jeweils passend dazugehörige Pokémon haben, ja? Alles fit, ausgedehntes Nickerchen im Liegestuhl und jetzt Bolognese von gestern. Boah, das hört sich zauberhaft an. Also wenn du da sagst, dass du keinen Sonnenbrand nicht gekriegt hast, dann hast du 11 von 10 erwischt an dem heiligen Tag. Alter, wie ist ich schon wieder alle mit eng am scheiß Essen flexen. Aber ich krieg halt auch noch Essen, ja? Ich krieg halt noch zauberhafte Grillerei. Da wo ich mich wahrscheinlich wieder maßlos überfressen werde. So,
Latias verzupft sich, gibt's nur in der Alpha Saphir Version zum Fangen. Wurscht, Latias finde ich sowieso viel cooler. So. Schauen wir mal. Der Mr. Price ist erst auf Level 30. Ja, das ist ein bisschen niedrig. Das ist ein bisschen sehr niedrig. Rudi, leg die doch nicht hinzu. Ja, das ist dann die Advanced Edition. Ich frage mich zwar sowieso, was mir ich dabei denkt habe, dass ich eine Vereinsmeisterschaft spiele bei gefühlt 48 Grad in der Sonne. Aber gut, das Spiel hat nicht lange gedauert. Was haben wir überhaupt gelesen? Ein plus Spezialangriff minus Init-Wesen. Das ist jetzt, minus Init-Wesen ist jetzt ein bisschen scheiße, aber plus Spezialangriff ist sauerhaft. Wir werden jetzt natürlich dann auch einmal vorführen, was genau mit Mega-Entwicklungen auf sich hat, für die Leute, die das nicht mehr wissen. Telekinese, was ist denn das? Alter, das kenne ich nicht einmal. Was bist denn du überhaupt? Bringt das Ziel durch Psychokräfte zum Schweben. Dieses lässt sich so über 3 Runden hinweg besonders leicht treffen. Warum sollte denn das tun? Bist du behindert? Weg damit. Aber ich muss echt sagen, der Doppelkampf mit der KI, der hat mir jetzt, der war echt entspannt eigentlich. Also wenn ich mal überlege, wie der in den Meteorfällen war, holy shit. Gut, Maike ist halt einfach schonungslos unbrauchbar. Ja. Aber gut, ich nehme es einfach mal so hin. Senkopfstoßer, das brauchen wir nicht. Nope. Nice. So, da haben wir jetzt, haben wir mal sagen lassen, einen Encounter. Irgendwo. Da haben wir einen Encounter. Sehr gut. Was gibt's denn da überhaupt alles, abgesehen davon? Gibt's da irgendwas, was wir brauchen? Gut, 118, wo da ist? Oh, da gab es ein Enton. Das war jetzt bitter für den Sei, wenn wir jetzt ein Enton encountern daten. Gab's doch auch noch ein paar Elektro-Pokémon, das war eigentlich ziemlich gut für uns. Alter, da gab's sogar Moabel im Horden-Encounter. Toll, Moabel haben wir aber schon. Gut, Angeln brauchen wir jetzt so schnell nicht mehr. Wir haben ungefähr alle Wasser-Pokémon. Ja, ich darf ins Großge. Vielleicht haben wir Glück und kriegen wir Elektro-Pokémon tatsächlich. Das Beste an Telekinese ist ein ähnlicher Klang zu Psy... Ja, ähnlich. Das war die Denne. Ah, die Denne brauche ich nicht. Oder da die jetzt nicht so unbedingt brauche. Das ist ein Vogelfänger, meine ich, oder? Baschwa war nice, ja, von wegen, weil ich mir Baschwa fange. Sonst noch was? Das ist ein Vogelfänger. Können wir eigentlich mit Sumpex ganz gut vorn bleiben, falls uns der sehen darf, weil der ist optional. Drehe ich mir auf die Seiten, dankeschön. Du musst das erste fangen, was du findest. Das erste Neue, was mir vorkommt, muss ich fangen. Richtig, genau. Oder, was heißt, müssen du es nicht? Ich kann es fangen. Ja, das wird mir halt angeraten, dass ich es fange. Also das jetzt, wenn das neu ist. Wo wir die brauchen? Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir das Ding brauchen. Aber Melotik. Du musst halt erst einmal ein paar Schwach fangen können. Das ist das nächste. So, wer mag Patirisusa? Gut, aber Sigi, dafür haben wir Lapras. Okay, das ist fast das gleiche. Spitznamen, Freunde der Sonne. Weibliche besser, ja? Ein Eichhörnchen.
Flauschhirndl. Chip und Chap. Ja, okay, jetzt hast du aber... Ja gut, das sind nicht Mandeln. Ey, Daddy, ich hätte... Sandy, ja, das ist eine gute Idee. Sandy ist, Mr. Segi, das war on point. Das war jetzt... Okay. Der Name, der ist es ein 11 von 10. Das ist ein 11 von 10, den nehmen wir. Hommage an SpongeBob. Ich bin mir nicht sicher, ob man das brauchen kann. Aber mei, wir müssen eh nehmen, was wir kriegen. Halt, darum gibt es Citrobeeren. Ich weiß, im Original zumindest. So, das ist Route 119, da gibt es gleich wieder einen Encounter. Pachirisu ist wieder bloß eins. Da, das hätte ich mir. Das war super gewesen. Das Ding war sogar eine Mega-Entwicklung. Ist bloß eins von den Quotenhändel pro Gen. Wenn man schon so eins haben möchte, dann ein Emolga oder Morpeko. Ich weiß nur, dass Pachirisu letztens ein fucking Turnier gewonnen hat. Also ein VGC-Turnier, also sprich Meisterschaft und so weiter. Hat man zwar das Video dazu noch nicht angeschaut, aber das muss brutal gewesen sein. Und meine Fresse, endlich haben wir Citrobeeren. Holy shit, wie lange hat denn das dauert, bitte? Spätestens ab jetzt sind Sindelbeeren komplett useless. So. So, nächster Encounter, Route 119. Schauen wir mal, was wir da noch kriegen können. Da gab es ein paar Pflanzen. Oh, wait a minute! Okay, wir gehen mal sowas von safe für einen Horden-Encounter, Freunde der Sonne. Wir gehen mal sowas von fucking safe auf dem Horden-Encounter. Da gibt's überhaupt keine Diskussion nicht. Ich hätte gedacht, ich hätte Trugschlag, aber gut, ist egal. Warte mal schnell, in was für ein Level kämen denn die da vor? Level 30. Da gehe ich jetzt Extritzfleiß zurück und hol mir irgendein Pokémon, wo ich schwächen kann damit. Extritzfleiß. Den Horden-Encounter, den gönnen wir uns. Bad 10 Goldgräberstimmung, so in der Art. So in der Art, Mr. John Sigi. Den, also, war ich jetzt blöd im Vergleich zu den Sachen, die was sonst noch gab, war ich dumm, wenn ich den Horden-Encounter nicht nehme. Gut, dass ich es noch gesehen habe. Easy. Weil das, wie gesagt, ich möchte das nicht riskieren, dass ich das Ding, was jetzt uns da vorkommt, versehentlich kill oder was weiß der Teufel was. Das Risiko gehe ich nicht ein. Der Encounter könnte extrem wertvoll werden. Bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass es wird.
Lavita, no. Nope, kein Lavita. Wow, hätte man in den Meteorfälle die Chance gehabt, das zum Fangen. Aber das war halt, keine Ahnung, eine Chance, 1 zu 50, dass wir so eins kriegen. Da hätte es auch unter anderem Tarnhell gegeben zum Fangen. Tarnhell war halt brutal gewesen. So, ja, wie schwäche ich die am besten? Du hast Hypnose, das ist da, Kokowai ist the way to go. Kokowai ist da the way to go, definitiv. Die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Ah, natürlich rennen jetzt in den Idioten nur rein. Eh klar. Der Gitter ist Kirk. Versteht den etwa? Unter dem Musiker unter Eng. Wer kennt den Witz? Gitarrist Kirk. Was für Schwede? Sie den an. Ja gut, dass wir kaum überlevelt haben. Ploppa. Wieder mal Sicherheit speichern, damit ja auch nichts passiert. Kurt Cobain, nope. Beziehungsweise an den habe ich jetzt nicht gedacht. So geht dazu. So. Jetzt muss ich nur aufschauen, damit da der Zipfel Adam noch nicht erwischt. So, brauchen wir einen Honig. Freunde der Sonne, I proudly present to you fucking Reptane. Oh. Ich hätte vielleicht bedenken sollen, dass die zu 5 sind. Das heißt, ich kann vorher nur welche killen. Ja, das habe ich jetzt nicht bedacht. Moment. Machen jetzt alle laut klingen, oder was? Ich bei der Gelegenheit einfach gleich einmal Mega-Entwicklung vor. So, dann haben wir ein bisschen Tank hier. Können wir Reptile Zorro nennen oder so? Das soll mal schauen. So, haben wir schon mal eins weniger. Oh, das kann Verfolgung.
Okay, vorsichtshalber mal Beteiligung. Ja, das zirkt jetzt wieder ein bisschen, das hilft dem aber nicht. So, ein Reptile nehmen wir uns auf alle Fälle mit, da war sie direkt aus. Na, wissen wir, die Krippendaten, die Bad sind die. Kann man wesentlich bei Pokémon schon ausfinden, wenn es noch weit haben? Nein, erst wenn ich es gefangen habe. Leider nicht. Sasato, aber der, yo, wie läuft's? Hab gerade in Radical Red beim Grinden ein random Shiny Caradonis gefunden. Shinies sind Gold, mein Freund. Geht's nicht dazu, Shinies darf man immer fangen. Und habe die natürlich, auf diesen Novel. Mozart weiß ich ja, ob ich Shinies immer fangen darf. Ja, sollte mir ein Shiny Pokémon vorkommen, die Chance liegt bei 1 zu 4000 irgendwas, dann ja, darf ich es jederzeit fangen, egal was es ist. Nutzen auch? Natürlich. Alles, was ich fange, darf ich auch nutzen. Oder, besser gesagt, alles, was ich kriege, darf ich nutzen. Gibt's keine Regel, die wo besagt, du darfst es nicht benutzen. Das ist, wie gesagt, ein Nuzlocke-Regelset kann sich jeder so gestalten, wie er es mag, aber wenn du jetzt so noch die herkömmlichen normalen Regeln spielst, ist das völlig irrelevant, welches Pokémon du kriegst. Du kannst alles benutzen. Kannst natürlich her, es gibt gewisse, ja, Hardcore-Nuzlocke, die wo jetzt sagen, sie nutzen zum Beispiel keine legendären Pokémon nicht. Das gibt's tatsächlich. Das. Aber ist jetzt nicht unbedingt Pflicht, dass du irgendwelche Pokémon sofort freilassen und ablegen musst. Also das ist jetzt nicht der Fall. Genau, nimm was du kriegen kannst und gib nichts wieder her. Geile Shinies halt, ja. Shinies, wenn man hat, sollte man es auch nutzen. Habe ich damals sogar in der Renegade Platinum Nuzlocke habe ich ein Shiny Dingens. Na, Shiny Knackleon encountert. Ja, in einem Show her. Tatsächlich. Also ist jetzt in meinem Regelset ist jetzt nichts drin, das wo man verbietet, mit legendäre Pokémon zu spielen. So, jetzt müssen wir die noch rüberbringen. Oh, das war aber Crit, oder? Das war kein Crit? Holy shit. Ja, okay, dann fangen wir mal Schwächen an. Das Ballenwerfer. Vermute irgendwie so, dass uns das nicht ganz gelungen wird von der Schwäche her. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Gigasauger so viel Schaden macht. Shiny Fonito ist ein geiles Shiny. Die blauen Flammen. Schaut richtig geil aus, gefällt mir sehr. Ja, in der Hardcore-Nuzlocke bisher ist uns ein Shiny-Pokémon bisher verwehrt geblieben. Aber gut, davon gehst du ja auch nicht aus, dass du im normalen Run irgendwie mal Shiny encounterst. Es war damals bei Renegade Platinum schon äußerst unwahrscheinlich. Wobei, da muss ich sagen, da ist die Shiny-Rate gepatcht worden. Da ist 1 zu 400 irgendwas. Aber bei dem Hack weiß ich jetzt nicht, ob es da an der Shiny-Raten was da haben. Ich glaube aber fast nicht. Ja, das Reptile scheint widerstandsfähig zu sein. Problem ist, ich kann es nicht noch weiter schwächen.
Oh, gib bitte einfach eine, gib bitte einfach eine. Dankeschön. Nice. Easy. Reptile nehmen wir natürlich mit. Holzhammer, ja genau, also. So. Vorschläge vor. Mag wer Reptiles auch und wenn nicht, was haben wir für Spitznamenmöglichkeiten? Ich habe einen im Kopf, wenn es war. Schon gleich wieder 1,5 Liter Kill in den 2 Stunden jetzt. Wahnsinn. Also da war so Brut, heiß es. Alter! Ich war ja jetzt in die Mortal Kombat Schiene gegangen. Aber der ist zauberhaft. Mr. Wert, der ist zauberhaft. Was ist Gekko Moria? Ein Bösewicht in One Piece. Einer der 7 Samurai. Ja, nice. Alles, was wir wollten, haben wir. Checken wir das Wesen nur schnell aus. Mal wieder so ein Wortspiel. Das ist ja das Schöne. Geiler William. Oh ja. War ziemlich cooler Arc. Definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich... Oh Gott, das ist jetzt ein zweifelhaft da. Ich hab's... Nein, leider, ich hab's nicht so gemeint, wie ich es gesagt habe, okay? Halt sein Bittchen zurück. Das kriegt sogar Kokowein angeregelt. Ja, es war halt auch klar, oder? Endivie. Glaube ich, ist in dem Hack ziemlich bufft worden. Ist ansonsten in den normalen Spielen eigentlich ziemlich scheiße, wenn es mich fragst. Aber gut. Der Sieg schafft es, dass er noch einen drauf sitzt. So, schauen wir uns mal noch an, was Reptile für ein Wesen hat. Persönlich war körperlich-physisches Wesen ziemlich gut. Körperlich-physisch, ja, wahrscheinlich. Plus Init minus Verteidigung ist... Hastiges Wesen. Ist gut, okay, nehme ich sofort. Das Ding ist, wir haben aber da einen höheren Spezialangriff als wir Angriff. Das heißt, wir sollten es eigentlich fast speziell spielen. Ist ein bisschen blöde, weil Laubklinge und so. Jetzt entwickelt man es einfach mal und schauen wir uns mal, wie sich die Werte nur entwickeln. Das Gute ist, wir haben jetzt fucking 2 Starter-Pokémon. Das ist richtig, richtig zauberhaft. Eigentlich richtig, richtig zauberhaft. Scanner, oh geil. Scanner nehmen wir mit, das ist super cool zum Predicten. Gut, ist eigentlich ja völlig egal, weil ich kann es ja sowieso wieder erlernen, tatsächlich. Aber mich wundert es, dass das Reptile in dem Spiel eher speziell ist. Vielleicht ändert sich das jetzt mit der Entwicklung, das kann natürlich auch sein. Ja, Knirscher, das hilft mir halt nichts, wenn es nicht körperlich ist.
Wir brauchen wir sowieso einmal ein Pflanzen-Pokémon. Mal ein gutes noch dazu. Die Koko war ja allein. Gewaldro. Hat übrigens auch eine Mega-Entwicklung, ja? Es lernt halt ich verstehe nicht, warum ist Gewaldro mehr speziell wie körperlich? Ist das, Ist das schon immer so? Moment einmal. Was hat denn das für eine Basissumme? Ist doch safe niemals speziell. Tatsächlich. Alter, was? Das hat einen höheren Spezialangriffswert wie ein Angriffswert in der Basis? Are you kidding me? Okay. Ja, dann werden wir es aber trotzdem... Ganz ehrlich, dann spielen wir es aber trotzdem körperlich. Weil es viel besser eine körperliche Angriffe lernt. Können wir uns auch dann zwischendurch noch mal umentscheiden, das ist ja wurscht. Das heißt nachher eigentlich können wir uns nicht umentscheiden. Gut, das machen wir mit der EV-Rennen, machen wir das wieder wett. Das kriegen wir dann schon. Ah, jetzt gehen wir am Knirscher auch gleich noch mit. Anstelle von Akrobatik wahrscheinlich, I guess, ja. Weil wir mir sowieso ober Items tragen. Vor allem in der Mega-Entwicklung wird Gewaldro teils Drache. Notsituation, das brauchen wir jetzt tatsächlich nicht. Ist eigentlich wieder gut, weil dann haben wir theoretisch gesehen ein weiteres Drachen-Pokémon mit dabei. Rein theoretisch. Kreuzschere, oh ja, das ist gut, das können wir nicht mehr. Ist nur wieder die Frage, für was. Eine Laubklinge. Alter, das ist sogar bufft worden. Ich tue jetzt gerne nochmal weg, weil mit Herzschuppen, ne, können wir es ja wieder erlernen. Aber da kriegen wir das. Nice. Was hat denn das Ding überhaupt für Fähigkeit, abgesehen davon? Wenn es Technik hat, dann fange ich das Player noch. Entlastung erhöht Initiative, wenn ein Item verwendet oder verloren wird. Ja, okay, man kann nicht alles haben. Man kann halt leider nicht alles haben. Aber gut. Freunde der Sonne. An der Stelle, wie es auf Route 119 auf wie zur weitergeht. Ich kann eigentlich schon mal vorspoilern, wir werden nächstes Mal mindestens einen Bosskampf haben. Ja? Und das ist nicht die Arena. Ja? Das kann ich schon mal vorspoilern. Da gibt nämlich dann das sogenannte Klima-Institut. Ja? Das gibt es wirklich in dem Spiel, das ist kein Scheiß nicht. Und da ist im Original zumindest ein Bosskampf. Ich vermute mal, dass das in dem Hack nicht anders sein wird. Nein, ich kann nicht schmarrn. Wir haben mindestens 2 Bosskämpfe. Ja, weil nach dem Klima-Institut kommt im Original nämlich unsere Rivalin, nämlich Maike. Die wahrscheinlich auch gegen uns kämpfen will. Ich denke mal für heute. Lassen wir einen Herrgott einen guten Maser. Okay? Ist diese Idee. Wir haben halt ziemlich gute Encounter gekriegt. Muss ich wirklich sagen. Hätte ich so nicht gedacht. Sagen wir mal so, es hätte deutlich schlimmer sein können. Es hätte deutlich schlimmer sein können. Gut, dass wir dann natürlich einen Bosskampf haben, der doch nicht so schwer war, wie ich gemeint hätte, dass er ist. Also zwischendurch hätte ich, wie ich das gelesen habe, wo man denkt, oh nö, nicht schon wieder. Dann wird man wieder dezent aufs Maul kriegen. War aber Gott sei Dank dann nicht so. Aber gut. So. Freunde, nächster Stream. Nächster längerer Stream, ja, so geht dazu, ist am Samstag. Es war so klar, dass das irgendwer gibt. Du hast in Discord eine nach, Sigi, danke dir. Nächster längerer Stream wahrscheinlich, je nachdem wie ich heute am Samstag vom Tennis wegkomme, ist am Samstag. Oh Wunder. Da spielen wir God of War. Wollten wir ja eigentlich Montag anfangen, aber ne, aus Gründen hat sich der Stream leider verschieben müssen oder habe ich leider absagen müssen, das hat nicht geholfen.
Ich schätze mir, dass ich irgendwann zwischen 5 und 8 Uhr online komme. Ja, irgendwann in dem Zeitraum. Ich kann es nicht genau sagen. Sobald ich es genau weiß, schreibe ich es nur mal in Discord. Ja? Aber Samstagabend könnt ihr schon mal in den Kalender reinschreiben. God of War. Das Neue. Ja? Am 9. November kommt nämlich dort Fortsetzung. Da haben wir noch ein bisschen Luft bis dahin. Aber jetzt haben wir schön gemütlich Zeit, dass wir die ganze Story drumherum nochmal schön sauber und ordentlich aufarbeiten. Und God of War, meine, habt ihr ziemlich viel Bock, was ich damals aus der Umfrage in Discord entnehmen habe können. Von daher glaube ich, passt das ganz zauberhaft, dass wir jetzt dann Samstag mit God of War anfangen. Ja? Genau, so viel dazu. Bis dahin komme ich nicht mehr live. Zumindest gehe ich jetzt damit davon aus, dass ich nicht mehr live komme. Aber bis Samstag ist er nicht mehr allzu lang. Okay? Und Sonntag haben wir dann, da sage ich dann zwar Samstag nochmal was dazu, aber am Sonntag spielen wir dann quasi ein Sei Wunschgame. Das ist Ghost Exile, das ist sowas wie Phasmophobia, nur in intensiv. Da ist der Sei dabei und da macht Miss Marshall mit, also Dercy, die ist da mit dabei zu Gast, weil da muss man scheinbar zu dritt sein, so wie ich das verstanden habe. Da wird es wieder zum Gnädeln. Vermute ich mal, ja? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal schwer davon aus. So, jetzt schauen wir mal, wie wir raiden können. Gehen wir zum Mindmaker. Ich glaube, wir kriegen keinen Entzug nicht. Wie meinst du jetzt das, Mr. Sigi? Gehen wir zum Mindmaker. Der freut sich drüber. Okay? Ist ein bayerischer Streamer, meine ich. Oder was heißt meine? Ich weiß, dass er aus Bayern kommt. Ich glaube, er redet aber Hochdeutsch. Oder eine Mischung aus Hochdeutsch und Bayerisch. Ich weiß nicht. Genau, der Mr. Price rotzt irgendeinen Raid-Command einer. Bitte kopieren und einfach beim MyMaker einfügen. Leider lasst der MyMaker ein bisschen Liebe da, ja. Ihr wisst, wie das Spielchen läuft. Stream-Entzug, meine ich. Ja, na, so weit wird es in Containers noch nicht fein. Lasst ihm ein bisschen Liebe da, ihr wisst ihr selber, wie es läuft, ja. Ein Daumen geben, das tut nicht weh. Und der freut sich mit Sicherheit drüber, okay? In diesem Sinne, merci fürs Zuschauen. Ich weiß, heute war es ein bisschen unspannend, heute war es ein wenig unspektakulär, aber mein so Stream gehört heute leider auch mit dazu. Dafür wird der nächste wieder umso spannender, ereignisreicher, intensiver, whatever. Keine Ahnung. Okay? In diesem Sinne, macht's einen ganz schönen Abend. Noch eine zauberhafte Restwoche. Ich habe ja Urlaub, ich weiß nicht, wie es endet. Wenn ihr Urlaub habt, dann ist es zauberhaft und wenn nicht, lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund. Habe ich die einen schönen Abend, wir sehen uns Samstag bei God of War wieder. Und viel Spaß beim MyMaker. Okay? Für den Gott haut euch eine.